Ja, und ich judge da auch den David mit seinem Nocco, aber selber haue ich mir auch etwa 4 Espressos rein jeden Tag. Das ist nicht viel besser. Aber Geschmacks-Red Bull weiss ich nicht. Kann man das trinken, was du jetzt da hast? Ja, ich habe Salbeeren-Edition. die viel lieber als die Originellen. Also die Originellen schmecken für mich wirklich nicht fein. Aber ich habe am liebsten so Drachenfrucht, Wassermelone, ganz süß. Litchi. Oh nein, Ja. danke dir. Nein, aber Nein, so danke. ein Red Bull Sugar Free gehört schon auch amix bei mir dazu, wenn es mal so etwas Spezielles sein sollte. Aber ja, ich finde Red Bull, also allgemein Red Bull, ich kann es einfach nicht mehr so gern, weil das ist von früher irgendwie noch. Ich weiss noch, Tim und ich haben immer hure viel Bier getrunken. Ja. M-Budget vor allem. M-Budget, Annie. Oh ja, stimmt, Anis. Ei. Ja, und Also ein für mich Päckchen ist das wirklich Würstchen nur dazu. ein Mittel zum Zweck. Also wirklich nur Koffein ist das. Also gar kein Genuss eigentlich. Noch ein bisschen süß, aber sonst, ich denke, die so selten Red Bulls. Ja, fair. Jetzt sind wir auf jeden Fall alle genug mit Koffein aufgepumpt, würde ich sagen. Für den Pöde. Dass wir so richtig energielos reinstarten können. Genau. Wunderbar. Schön. So gehen wir rein. Ein Kanton, 3 Teams. Herzlich willkommen beim Fußball-Podcast Turm, Grund, Wiese. Wir sind 3 Kollegen, die wöchentlich über die 3 Fußballclubs FC Winterthur, Grasshopper Club Zürich und der FC Zürich reden. Mit dem Raffi haben wir einen FCZ-Fan. Der Tim unterstützt seit über 2 Jahrzehnten den Club GC und mich, der David, sieht man am Wochenende auf der Schützenwiese in Winterthur. Danke fürs Zuhören und viel Spass mit der nächsten Episode. So, die Herren, der Spieltag 27 ist gespielt. Der FC Winterthur empfängt unter der Woche den Leader Thun. Einmal mehr sehen sie leider kein Brot. Am Weekend gegen St. Gallen sieht es bis zu der Pause sehr gut aus. Aber wie so oft in dieser Saison kommt man am Schluss noch eins reingewürgt über. Die Grasshoppers holen die Heim gegen ein schwaches Lugano 3 sehr verdiente Punkte. Trotz 70 Minuten lang in Unterzahl zeigen sie einen starken Zusammenhalt und einen starken Auftritt. Und beim FCZ läuft von Anfang an alles in die falsche Richtung. Sie kassiert im ganzen Spiel 36 Gegenschüsse, 3 von denen landen im Goal. Und am Camberi seine Rot war auf jeden Fall auch nicht so hilfreich gewesen. In dieser Episode reden wir wieder mal über den umstrittenen VAR, über rote Karten und über Abstiegsschmerz. Zuerst aber Jungs, wie geht's euch? Habt ihr ein schönes Weekend gehabt? Ja, wunderbar. Es war wieder mal schön sonnig. GC hat gewonnen. Mit mir im Stadion, der Glücksbringer, war back auf der Rang in der Rostlaube. Nein, ich muss wirklich sagen, geiles Weekend gehabt. Samstag habe ich voll den erledigten Tag gemacht. Einfach Zeug gekauft, ein paar Sachen aufgestellt, eingerichtet und so. Und ja, Sonntag bin ich dann noch mit einem Kollegen unterwegs am Morgen, so ein bisschen Rentner-Style, muss ich wirklich ehrlich sagen. Sind dann einfach haben uns am Sonntagmorgen getroffen, so 3 Stunden irgendwo in der Stadt rumgelaufen, noch ein Käferli geholt und einen Fruchtsaft getrunken. Und ja, nachher bin ich dann noch einen Match vom Kollegen schauen, der spielt Drittliga in Bassersdorf tatsächlich. Und ja, es war richtig geil, muss ich sagen. Wieder mal so ein Drittliga-Match. Der Raffi und ich sind ja auch schon mal ein U21-Spiel schauen. Immer wieder schön. So ein bisschen ist auch noch spannend gewesen. Ich bin ja eben dann nachher ins Letzte gegangen, an GC-Match. Und ich hatte schon gedacht, das ist eigentlich krass der Unterschied. Weil das Feld im Letzten ist, glaube ich, etwa 8-mal so gross wie das, wo mein Kollege gespielt hat. Wirklich, das ist so, der Vergleich war so spannend gewesen, auf dieser kleinen Anlage und nachher so im riesigen Letzten ist wie eine andere Sportart. Das Niveau war ähnlich gewesen. Nein. Ja, aber wenn du das gerade sagst, weißt, es ist trotzdem die gleiche Sportart. Das finde ich, das Fleisch. Da würde ich es jedem empfehlen, mal irgendwie bei sich so ein Match zu schauen. Einfach zu merken, so, hey, das ist die gleiche Disziplin, wie was wir jetzt Woche für Woche da schauen. Ja gut, ich glaube, Leute, die jetzt irgendwie so Premier League schauen und Super League, da kommt es einem auch schon so vor. Ja, das hätte ich jetzt auch gerade sagen. Genau, wir haben auch die Gespräche über, eben, wenn du mal die Champions League einschaltest, dann merkst du, wie cool Fußball eigentlich kann sein oder wie schön zum Zuschauen. Ja, ja, absolut. Genau, ja, alles schön gewesen. Leider habe ich nicht so, ja, ich habe irgendwie noch überlegt, was kann ich für eine Story bringen. Aber es war auch ein anderes Weekend, nicht so das 0815. Darum haben wir jetzt das gebracht. Und genau, Raffi, was war bei dir los am Weekend?
Bei mir war so viel los gewesen. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt recht geschlaucht irgendwie. Jetzt also am Montag merke ich es irgendwie erst. Sonst voll irgendwie auf 180 gewesen. Ich hatte auch wieder einen Gig gehabt und dann ein bisschen wenig geschlafen. Dann ist es gerade weitergegangen. Haben wir noch so einen 30. Geburtstag gehabt, gerade bei uns in der Nähe da. Und da sind wir hingegangen, das war mit dem Motto 70er Jahre. Da habe ich mir, wie ihr da seht, also die anderen sehen es nicht, also Zuhörer, aber ihr schon, haben wir so einen Schnauz montiert. Genau, die Inspiration so ein bisschen Magnum, habe ich mir so ein Hawaii-Hemd angezogen, weiße Hosen, Casio, so coole Schuhe, einen schönen Gurt und so. Und dann bin ich da wirklich so als 70s-Boy dort hingegangen und hat richtig Spaß gemacht. Ich habe ein Foto gesehen von dir und deiner Freundin. Ich glaube im Facebook, ich bin jetzt aber nicht sicher. Muss ja fast. Facebook? Auf Instagram war das sicher. Gesichtsbuch. Ich bin nicht auf Facebook, nein. Das war eine Instagram-Story, genau. Aber das zeigt es mir im Facebook an. Ja, das ist so. Ja, das meinst natürlich, dass du nichts verpasst. Das habe ich gar nicht gewusst. Ist das verknüpft? Ja, ist ja. Okay. Ja, ist alles ein Nur die Technik, da. Beim Zuckerberg, genau. Nein, aber das war auch cool gewesen, aber halt auch ein bisschen anstrengend, oder wie das halt ist. Und ist auch nicht gerade, ist noch ein bisschen gegangen, auch noch das Karaoke und alles, war wunderbar gewesen. Und am Sonntag, ich weiss nicht wieso, aber ich bin dann noch rennen und bin auch wieder meine 7 Kilometer rennen, so ein bisschen verkatert, keine Ahnung, wie ich das anbekommen habe. Stark. Und dann, Stark, ja. Und dann so als Knüppelschlag dann noch, 3 Goals noch von Bern. Und dann pennen, ja, etwa so. Das war mein Weekend. Cool. David? Sehr cool. Ja, ja, für dich sicher auch cool. Ja, ähnlich positiv. Nein. Nein, ich habe eigentlich... Es war ein geiles Weekend, aber ja. Grundsätzlich, ja, das ist bei mir jetzt genau so. Also, ich hatte auch ein cooles Wochenende gehabt, auch wieder so ein bisschen, der Start ins Wochenende ist ja immer gleich. Also immer gleich, aber es ist auch immer schön mit der Freundin und zusammen kochen und so und Film schauen. Also wirklich gemütlich. Und Samstag auch war Gym am Morgen. Und dann aber ausnahmsweise habe ich gesagt, hey, ich brauche wieder mal einen Suff. Oder? Das ist jetzt schon die Tage einfach auch immer wieder, habe ich mir das überlegt und wie gemerkt, hey, ich habe schon so lange nicht mehr getrunken, ich muss mal wieder ein bisschen Spass haben, blöd gesagt. Und habe das auch gemacht, bin dann schon am Nachmittag eben dann mit dem Kollegen ein Bier nehmen in der Stadt und einfach mal wirklich wieder mal zelebriert. Und dann sind wir eben ja noch ins Stadion gegangen, natürlich St. Gallen und nachher noch in den Ausgang. Und der Sonntag war dementsprechend im Äs. Nein, also ich war einfach kaputt gewesen. Und auch heute muss ich sagen, ja, es hat schon seine Nachwirkungen. Es hinterlässt seine Spuren, genau, wir sind halt 20. Wir sind in dem Alter angekommen, voll, wo es 2 Tage hätten. Es ist okay, es geht mir gut, oder? Und weil ich auch weiss, hey, ja, mein Körper und mein Kopf ist mir nicht dankbar, aber wenn du alle 2 Monate mal so einen Suff gehst, dann, hey, voll easy. Es muss drin liegen, genau. Ja, sicher. Voll. Ja, Jungs, es ist ein hinter mich bringen. Ich habe keine Energie mehr, um über Winter zu reden. Ich habe so viel geredet, auch noch nach dem Spiel. Genau. Und darum sage ich, gehen wir rein. Bei mir ist es ja unter der Woche schon gestartet, beziehungsweise man hat ja das Thun-Spiel nachgeholt. Dort möchte ich eigentlich auch gar nicht mehr gross rein. Vielleicht, was man noch sagen kann, der Essiam hat sein erstes Spiel gehabt. Er ist ja von Ghana, hat ja mit Ghana, glaube U23 oder U21, jetzt bin ich nicht mehr sicher. Nein, U23 hat er gespielt, aber er hat U21 jetzt bin ich unsicher, mit wem er jetzt genau den Afrika Cup gewonnen hat. Ist ja gleich. Er hat sein erstes Spiel gehabt. Gegen den Schluss ist er noch ein paar Minuten reingekommen. Sonst, Vinti hat sich eigentlich gut dagegen gehabt, wieder am Anfang. Man kann sagen, hey, mal, sie sind mit 0:0 in Pause. Und dann war ja das, was ich euch geschrieben habe, auch im Steakhouse-Chat, wo wir zu dritt sind, so, ja, jetzt klassisch, ready. Es gibt 2 schnelle Goal und dann irgendwann 85. der Knickbruch, wie ich so gerne sage. Ja, es war dann die 83. aber schlussendlich 2 schnelle Goal und am Schluss so noch das beendete 3er. Also, eigentlich müsstest du gar nicht mehr schauen, oder? Du weißt immer schon, was rauskommt vorher. Nein, ich brauche ein paar Minuten, um das Spiel zu lesen. Fair. Aber nein, ich finde, ich kenne Vinti langsam wirklich gut.
Also so, ich kenne mich aus beim FC Vinti. Ist ja irgendwie auch gut, wenn man einen Podcast hat. Aber ja, weh tut es ja gleich immer. Ja, gegen die Thun verlieren ist keine Schande, das ist sicher klar. Aber ja, beim 0-0 bist du so, da könnte wieder mal etwas drin liegen. Am Schluss steht es 3-0. Gut, gehen wir weiter. Ja. Also für mich Ja, gibt's... wieder die 3 Goals irgendwie bekommen. Ja, es ist... Du. Eben, ich muss ausser die haben noch etwas, aber ich glaube, jetzt da müssen wir nicht mehr gross diskutieren, Ghana oder? ist es. Kann man vielleicht noch nachreichen. Da hast du, glaube ich, recht gehabt. Der Ghana? Ja. Ja, Ghana ist es, das bestimmt. Ich bin ja, glaube ich, letzte Woche ausgefallen. Ich weiss jetzt gar nicht, habe ich euch schon erzählt von ihm ein bisschen oder nicht? Wisst ihr das? Nein, ich glaube... Ja, ich bin jetzt gar nicht sicher. Ich meinte schon vor 2 Wochen, weil das Transferfenster ist ja schon vor 3 Wochen etwa fertig gewesen, oder? Also zugegangen. Wir haben an dem Montag, du bist an dem Montag dabei gewesen, wo es zugegangen ist. Ja, dann macht das aber Sinn, dass das, weil das ist der 16. gewesen, am 18. Ja, ich bin jetzt selber auch wieder unsicher. Ist ja gleich. Ich habe meine Notizen vorgenommen. Ah nein, ich habe sicher nichts erzählt, weil ich dort meine Sachen eigentlich noch nicht oberlieren konnte. Darum ist eigentlich gerade gut. Er ist ja bis im 27. ausgelehnt von Basel. Er ist von der 2. belgischen Liga gekommen. Er hat viel gefehlt. Also er war eigentlich immer wieder verletzt gewesen. Ghana U20, Afrika-Cup-Sieger. Und dort hat er auch effektiv jedes Spiel gespielt. Nur einmal, nicht 90 Minuten. Also er hat dort... wahrscheinlich seine beste Zeit gehabt, voll. Und was schon auch spannend ist, er hat in seinen 67 Profi- und Pflichtspielen, jetzt sind es 2 oder 1 mehr, er hat innerhalb 3588 Minuten, das sind 54 Minuten pro Spiel, kein Assist und kein Goal. Das ist schon noch krass. Also, ja, wenn das Straf- und Betreibungsregister so aussieht, wie seine Daten auf Transfermarkt, tipptopp, alles in der Ordnung. Genau. Ja, und ich glaube, ich habe mal so nichts zu tun gehabt, dass ich ihm wirklich ein Video reingezogen habe von seinen Highlights. Und Stimmt, das hast du geschickt. Ja, das hast du geschickt. Voll. Nein, sieht eigentlich noch easy aus. Eben so, ich will sagen, er hat eine gute Übersicht, saubere Flanken, ein schnelles Umschaltspiel, das habe ich auch gesehen. Für mich am ehesten vom Spielstil her so ein bisschen wie der Randy Schneider. Voll. Das hat mich so ein bisschen an ihn erinnert. Genau. Er selber beschreibt sich als Spieler, der viel rennt und versucht, die gegnerische Linie zu durchbrechen. Das hat er noch gesagt. Und er hat auch noch am Schluss des Interviews gesagt, «I love winning». Ja, und in dem Sinne herzlich willkommen in Winterthur. Ja, genau. Guter Move, ja. Nein, er wird ja zum Glück in der Challenge League auch noch da sein. Von dem her schauen wir dann. Voll. Ja, das ist zu ihm. Ist gut, habe ich das vor 2 Wochen vorbereitet. Das ist mega cool, genau. Nein, und lustig auch noch schnell zu Thun möchte ich gleich noch etwas abschliessend sagen. Sie sagen ja immer, wie viele Fans das gekommen sind ins Stadion. Und auch dort, ich habe auf 7,3, auf 7,4 habe ich geschätzt und 7'300 sind es dann gewesen. Ob es dann effektiv so viel sind, sei... Ich weiß auch nicht. Hat man vielleicht abgeschaut beim FCZ? Ich weiß es nicht. Genau. Nein, vor dem St. Gallen-Spiel ist noch der Freitag. Dort bin ich das Training schauen, am Mittag. Das war auch noch lustig, weil ich habe gedacht, ich habe ja eh nichts zu tun und es ist verdammt schön Wetter. Warum nicht ein bisschen am Paddy-Rahmen zuschauen? Und der Kern heisst er, glaube ich, nicht der Assistenz, der Leistungstrainer, wie sagt man, der Ausdauer. Athletiktrainer, sagt man auch. Athletik, ja, fair. Er hat hure lustige Namen, eben so der Loiki, der Hunzi und der Romy, und er hat richtig lustige, und er hat hure viel Spanisch geredet, habe ich auch nicht gewusst, warum er auf Spanisch redet. Und das Lustigste eben, habe ich gefunden, hat immer wieder so geschrien, nicht in die Hose schiessen, nicht in die Hose schiessen. Und wirklich, er ist voll abgegangen, richtig, richtig geiler Sieg. Er ist auch der so vor den Winterspielen jeweils Döckel verteilt und so ein bisschen applaudiert, und dann gibt es, es ist so ein bisschen, ist ein gemütlicher Typ, wohnt auch sehr nahe von mir. So, jetzt genug geschnurrt. Gehen wir aufs St. Gallen-Spiel ein.
Ja, ich würde sagen, alles in allem jetzt im Nachhinein, ich habe leider heute noch, also ich habe es nicht geschafft, reinzuschauen natürlich, die Zusammenfassung. Ich habe eine Situation habe ich angeschaut, die mit dem VAR, beziehungsweise das Spiel habe ich geskippt bis auf die Hands-Situation und das Foul vom Mühl. Ja, es ist halt, oder das habe ich heute auch schon gesagt, ich gehe jetzt sicher nicht auf jede Situation ein bei diesem Spiel, aber was mich so frustriert oder abfuckt, ist einfach, dass wenn Vinti mal gut spielt, kommt etwas anderes, das reingrätscht. Und es ist so ein das gleiche Bild. Oder? Entweder sie spielen wirklich wie die Hinterletzten und sind darum auf dem 12. Platz verdient, oder sie spielen gut und in der 94. kommt gleich noch irgendein Reinschuss. Also, ja. Also Vinti braucht ja, wie sie jetzt gerade spielen, einfach auch Glück, oder? Dass sie einfach Punkte holen, oder? Und dann führt man sogar irgendwie. Und dann plötzlich fängt es an, von Volkenswil anzurufen, weißt du? So fühlt es sich ein bisschen an, ja. Ja, wirklich. Ja, und vor allem, ich habe in diesem Match jetzt gedacht, jetzt hat Vinti wirklich mal das Glück auf seiner Seite, oder? Wenn du so auf Sofascore sozusagen das Ding bekommen hast, hast du gesehen, ja, 1-0 Vinti, nachher Penalty verschossen von St. Gallen, immer also noch gesaved. 1-0. Oder gesaved, ja, vom Capino, genau. Ja. Nachher ist immer noch 1-0, so bis relativ spät. Und da habe ich wirklich gedacht, jetzt hat der David endlich mal Freude, jetzt ist das Glück da. Ja, und dann sind halt wirklich wieder so Vinti-Sachen passiert, wo auch immer der VAR wieder seine Finger im Spiel hat. Und ich mich halt schon, oft finde ich auch, ja komm, das kann man schon, aber in diesem Match muss ich jetzt auch wirklich wieder sagen, wieso macht man das? Checks 0. Also, ja, gerade der erste Penalty, also einfach ein riesen Joke. Also, der wird nie und nimmer gehen, also ist ja korrekt. Dann wird er noch überprüft mit Kameras und trotzdem gibt man den. Also, das war so gar kein Rückgrat vom Schiri. Einfach so, für was? Weil sie hat sich auch einfach nicht getraut, zu sagen, oh nein, kein Schiedsrichterin, kein Schiedsrichter oder 98% der Fälle sind es einfach so, ja, mal, das würde ich jetzt nicht. Also du weißt eigentlich, wenn der Schiri rausläuft, zu 98%, genau. Es ist das Problem. Es ist Penalty oder ich nicht. habe noch nie gesehen, dass sie rausgegangen sind. Dann sehen sie auch, was ist das für ein Humbug, den ich mir anschaue. Und dann sagen sie, okay, ja, weiterspielen. Das Der habe ich Piccolo noch nie gesehen. Hat das ja mal, haben wir erst gerade Ja, gelobt. einiges und dann wird fett Respekt. gelobt, weil es eine Ausnahme ist. Aber das sollte doch ganz normal sein. So fast schon 50-50 oder irgendwie Ja, 70. und auch der Vogt, Alter, er geht als wäre... Er ist ein richtiger Mocker, der Vogt. Wenn man den auch im Stadion vor sich sieht, siehst, wow, okay, der ist kräftig, der ist auch für sein Gewicht hure schnell. Er lässt sich fallen wie ein Blättchen Rucola und hat dann Schmerzen und er erreicht es einfach, weil Desiree Blanco jetzt mittlerweile einfach auch nicht mehr so, oh ja, und zwar, er reisst ja genau gleich, er hebt genau gleich und er liegt ab und es ist einfach so, mal. Eben, er liegt ab. Ja, er liegt ab Anderes. und das ist das, was ich immer wieder sage. Gegen Vinti bist du so, sie sind ja der 12., also es ist ja letzt platziert. So, es ist, es ist schon, das ist Penalty. Und es wiederholt sich, ich wiederhole mich alle 2-3 Wochen so, Bro, klar, zum Glück hat der Capino nachher gehebt, aber gleich, wir bewegen euch, ich sage immer wieder das Gleiche. Und es hört nicht auf. Ja, es hört einfach nicht auf. Ja, ich finde vor allem, das ist so ein gutes Beispiel, wo ihr eben jetzt auch angesprochen habt, so steh doch zu deinem Entscheid in dieser Situation. Weisst, sie hat ja die Aktion gesehen auf dem Feld. Man sieht, sie hat es im Blick. Und sie wird ja entschieden haben und gesagt haben, schau, beide haben gerissen, das langt nicht für einen Penalty. Und nachher, ich verstehe nicht, wieso man dann nicht rausgehen kann und sieht, ja, wie ich es auf dem Feld gesehen habe, beide haben gerissen, ist für mich kein Penalty. Wieso muss man sich dann beeinflussen lassen vom VAR und dann das Gefühl haben, stimmt also, schon. Und ich kann mir nur vorstellen, dass irgendwie dann Volkenswil einfach so die ganze Zeit irgendwelche Regeln abrattert. So, da sehen wir irgendwie Regel 21 und so, oder? Er tut ihn da berühren. Irgendwie so völlig unter Druck halt so das Regelbuch hier an den Kopf schmeißt, dass man dann irgendwie ist so, oh ja, du hast recht, das stimmt, so habe ich es gar nicht gesehen oder sonst irgendetwas. Dass es dann auch ein klarer Fehlentscheid ist, auch eben, das kann ich auch
nicht mehr hören, weil das einfach so wo- fast nie der Fall ist. Wo ist Am das? Anfang habe ich das Gefühl, kann ich wirklich darauf zeigen und sagen, zum Glück haben wir den VAR, klarer Fehlentscheid, damit es zugenommen hat. Er hat es nicht gesehen, oder im Spielaufbau, oder dort war noch etwas gewesen. Aber mittlerweile schaust du das an und kannst nur noch den Kopf schütteln. Und einfach ein riesen Joke. Ja. Eben, zum Glück ist er verschossen worden und dann nicht irgendwie mega spielentscheidend, sage ich jetzt mal. Aber zu dem ist jetzt einfach gar nicht gekommen. Und wieso noch zum Abschluss, zum sagen, das, was auch der David angesprochen hat, wegen Blättli Rucola, wieso wird das nicht in Betracht gezogen? Weißt, wieso schaut man das nicht an? Wieso? Sie müssen doch zum Vogt laufen und sagen, Bro, also bitte, Alter, come on. sorry, was ist das? Ja. Und sie machen, oh nein, der hat ein bisschen gerissen, der gibt Penalty. Und vor allem, wir wollen Verteidiger man darf nicht mehr gegeneinander, also wir müssen eigentlich einfach gegeneinander stehen. Einfach stehen bleiben. Es darf keine Berührung mehr geben, sonst könnte ja der Stürmer abliegen. Und man macht's. Die Stürmer machen es genau wegen dem, weil man weiss, die Szene wird nachher 5-mal gezeigt, ich probiere es einmal. Es ist so daneben. Nein, es ist so daneben. Ja, so daneben, ja. Eben, und das Ding ist halt, das habe ich vorhin schon gesagt, bei Winterthur ist es so, entweder sie spielen grottenschlecht und verlieren 5-0, sage ich mal, oder man spielt eigentlich gar nicht so schlecht und verliert am Schluss gleich. Und das ist so halt Absteiger, oder? Und der Rahmen, ich kann fast nicht mehr sagen, er hat 7 Wechsel gemacht in der Startelf. Man wechselt, man spielt ohne Hunziker und mit der Mühle in der Startelf. Das zeigt die Verzweiflung eigentlich richtig gut. Und trotzdem, ein gutes Spiel von Vinti gegen St. Gallen. Am Schluss wird es gleich wieder nichts. Nochmal ein Penalty, beziehungsweise nochmal ein Penalty. Ja, dort kann man darüber diskutieren. Ganz klar, am Zuffi seine Hände haben dort oben nichts zu suchen. Das, was dagegen spricht, könnte man sagen, er wird geschupft vom Vogt und hat darum die Hände dort oben, ist ja gleich, keine Ahnung. Ich finde einfach auch da, zweimal kommt der VAR und sagt, geht er das bitte nochmal anschauen. Und die Entscheidungen sind so wenig für Winterthur. Es ist einfach, und auch wieder in der 94. Ich bin nur noch abgesessen im Stadion und bin so gewesen, ja cool, Alter, den zweiten Penalty haben wir jetzt auch nicht mehr und er hat ihn ja noch fast gehabt und ich kann es nicht verkraften. Vielleicht etwas, wo man noch kann, oder weil du schon das zweite Mal die These bringst, wo ich auch verstehe, man sucht ja auch nach Erklärungen, wieso das so ist, oder? Dass Vinti vielleicht eben 12. Platz und so nehmen wir nicht so ernst. Finde aber, da haben wir jetzt eigentlich noch einen guten Punkt, weil das aberkannte Goal vom Vogt habe ich eigentlich endlich lumpig gefunden. So, der Ball springt mir eigentlich mehr oder weniger so an die Schulter, es hat so voll keinen Einfluss, der Ball wäre rein. Da habe ich auch so gedacht, so, dort ist es wenigstens, kann man wirklich sagen, ja, regelkonform, ganz klar. Aber auch dort, für mich war das so ein Wahr-Match gewesen. Wo ich mich dann immer wieder frage, wer will denn das eigentlich? Ich bin ja nicht ein Wahr-Hater, der findet, Wahr muss weg und die Emotionen werden geraubt und so, weißt? Da bin ich ja auch nicht der. Aber nach so einem Match denke ich, was machen wir denn eigentlich da? Das fühlt doch niemand. Das war wirklich weird gewesen, ja. Und vor allem wie du doch ja auch spannender Match, dass Vinti kann mitheben, dass eben so. Voll. Ich meine, Alter, so kann ich pfeifen. So kann ich pfeifen. Also ich meine, ich weiss ja ich kann ja einen völligen Fehler machen oder etwas pfeifen und der VAR korrigiert mich nachher. Also keine Ahnung, dann bräuchte man eigentlich gar keinen Schiri mehr. Dann kommt einfach so ein Pfiff durchs Stadion. Das wäre eigentlich auch noch lustig. Einfach ein schiri-freies Spiel. Ah, man. Ja. Nein. Ja, sorry, Raffi, jetzt habe ich Ja, und Tim, das wegen der Hands. Also ich meine, beim Siedler erst gerade war ja auch das Gleiche gewesen. Wir haben über das diskutiert. Es ist die gleiche Höhe. Es ist nicht an den Schultern, wenn man es jetzt umkehrt. Eben, bei Vinti, ich gebe dir recht, also dort ist auch eingegriffen worden, schlussendlich für Winterthurs Gunst, sage ich mal. Aber es ist halt schon auch auffallend, eben zum schlechten Spiel kommen noch Entscheid die ganze Saison durch, was Winterthur auch nicht einfacher macht. Ich habe das Gefühl, so, wow, wisst ihr noch, der Sion, das 1-0 vom Hunziker, das aberkannt worden ist, dann hat es irgendwo noch ein Hands gegeben. Es ist immer wieder so Thematiken, wo du so bist, so, das kleine Quäntchen Glück lieber verlierst nur noch 5-0 bis am Schluss, bis im Mai. Und dann ist wieder der Fall klar, als dass es einfach in diesem Spiel irgendwo durch einen Funken Hoffnung noch gibt. Und du hast das Gefühl so, okay, ich trotzdem ein bisschen etwas zum Zuschauen und dann wirst du einfach vom VAR die ganze Zeit einfach genommen. Ja, voll. Also das ist das, was ich im Verlag gesagt habe. Und in der Halbzeit bin ich so gewesen, Jungs,
Penalty gehabt, 1-0 am Führen, ein Goal runtergekommen. Also ich weiss nicht genau, wann es war. Heute muss es klappen. Und wenn es heute nicht klappt, dann gebe ich auf. Also das habe ich auch so gesagt. Und keine Ahnung, übel, dass es nicht geklappt hat. Ist ja gleich. Wir haben über den Nishan Burkhardt, ist ja noch allein auf den Goalie gelaufen. Ja, auch eine Situation, wo du dann einfach machen musst. Dann sieht es auch wieder anders aus. Also eben, es kommen mehrere Sachen zusammen. Und ja, schwierig ist halt schon, jetzt eben, GC hat gewonnen, können wir nachher noch darauf sprechen. Man liegt jetzt 10 Punkte, oder hat GC immerhin verloren, hätte ich gedacht, okay, so schlimm ist es jetzt nicht, jetzt sind es 10. Das sind 3 Spiele und ein Sieg, also 3 Siege und ein Unentschieden in 4 Spielen, wo man muss holen. Eigentlich sind es 4 Siege, wo GC verliert. Und das, ich weiß auch nicht, das sieht Stand heute so unrealistisch aus. Klar, es ist Fußball, wir können noch etwa 30 Punkte holen insgesamt, aber ja, man muss auch einfach der Wahrheit ins Auge schauen. Und ich bin wie froh, wenn es so weit ist. Ich vergleiche das wie mit einer Beziehung, wo du ein halbes Jahr oder ein Jahr am Überlegen bist, ob das gut tut und ob das nicht toxisch ist und man leidet, aber ja, irgendwie liebt man sie ja gleich und so. Und an dem ist im Todesfall, also das ist jetzt ein schwieriger Vergleich, aber so an dem Moment, wo es klar ist und ausgesprochen ist es wie auch eine Erleichterung. Das klingt jetzt verdammt blöd, aber ja, ist doch, ja. Du findest eine Akzeptanz für diese Situation, oder? Voll. Ja, irgendwie hast du jetzt schon angefangen so zu trauern, oder? Dass die Super League ein bisschen fertig ist. Ja, voll. Und jetzt gehst du halt durch die Phasen, genau, die es da gibt mit der Trauer. Aber ich bin wie easy damit, wenn es dann der Tag kommt, wir steigen, also Winterthur ist abgestiegen, es geht mathematisch nicht mehr auf. Statt da noch jeden Dienstagabend auf die Schützenwiese gehen hoffen und dann irgendwie 5-0 kassieren. Ich mag doch auch nicht mehr. Es ist anstrengend. Es ist verdammt anstrengend. Das ist die anstrengendste Saison ever. Wow. Ja. Ich glaube wirklich genau gleich, wie Thun ja nur noch durchmarschiert und nur noch gewinnen. Magisch, oder? Obwohl das der FC Thun ist, Berner Oberland. Ja. Ist es genau gleich, glaub, wie Vinti, dass die einfach, also wenn du dich das so schon anschießt, würde ich gar nicht wissen, wie es ist, wenn du wirklich für die Mannschaft spielst, jede Woche 1-2 Mal vielleicht, und dann, da kommst du doch auch nicht mehr raus aus dem Strudel. Ja. Also, dann ist vielleicht auch mal gut für dich, dass es klar ist, gut, ab nächstes Jahr angepasste Löhne, vielleicht ein neuer Verein. Ja, und vor allem, weißt, ich kann dann auch wirklich einfach auch wieder, so wie ein Restart, okay. Ich bin ja nach dem Spiel mit dem Capo, also mit einem der Capos von Vinti und 3 Kollegen bin ich noch eins trinken, und wir haben mega lange diskutiert über Keller, über Presse, über Vinti, über Abstieg, über wie alles noch gehen und so, und es ist schon mega, wir sind schon einfach alle recht verzweifelt gewesen, muss man auch sagen, und gleichzeitig haben wir aber wie gesagt, hey, es muss etwas passieren, auch wenn man runtergeht in die Challenge League, kannst du eben nicht mehr rumtümpeln, dann musst du richtig ready sein und direkt wieder angreifen. Und wenn dann nichts passiert, dann können wir uns abmelden für die nächste, für nochmal die Super League, oder? Und ja, wir sind auch im Stadion gestanden in St. Gallen und haben alle noch so ein schönes Stadion angeschaut und gesagt, Jungs, vielleicht bis ans Ende vom Leben nie mehr da mit Vinti. Also, ja, nein, das ist, ich glaube das nicht. Aber es ist schon, ich finde das auch, ich glaube, das Entscheidende bei Vinti ist jetzt nicht mehr, was passiert diese Saison, oder? Weil, also ja, klar, wenn man es jetzt noch holt, natürlich schon, aber eben, ich glaube, das Barometer ist auf 10,0 oben zu diesem Zeitpunkt. Aber ich glaube auch, entscheidend wird jetzt eigentlich fast schon, was passiert im Sommer, und ich würde mir auch wünschen als Vinti-Fan, dass sich auch die Führung jetzt schon anhockt, wie stellen wir im Sommer sicher, dass wir ein genug gutes Kader haben, um eigentlich direkt wieder aufzusteigen. Genau. Und ich glaube, als Fan darf man jetzt auch fordern, nach den 4 Jahren Super League, zu sagen, wir haben den Anspruch, um direkt wieder raufzukommen, oder? Absolut. Ich glaube, das wird entscheidend sein, weil eben, jetzt kannst du entweder wieder zur Challenge League Mannschaft werden, oder? So ein bisschen wie früher. Oder du sagst, nein, wir sind jetzt schon Super League, oder wir setzen zumindest alles dran, um direkt wieder raufzukommen. Ja, fair. Ja, genug vom Grottenkick von Winterthur. Es gibt ja auch noch positive News aus diesem Podcast. Man glaubt es gar nicht. Einer von 3 ist amigs noch so halbwegs zufrieden. Heute ist es der Tim. Ja, du bist Jawohl. auch Rostschlaube gewesen, gell? Genau. Sehr schön. Wieder mal ein Psychli gemacht. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich gehe, dann gibt es einen Sieg.
so gefühlt. Vielleicht muss ich wirklich wieder mal des Öfteren gehen. Nein, dann bringt es ja nichts, oder? Ja, wahrscheinlich, ja, stimmt. Ich darf einfach nie zweimal hintereinander gehen, weil das klappt wirklich gar nie. Da bin ich jetzt auch wieder gespannt. Gut, das Schaut man klappt, dann auch nicht, natürlich auch. das klappt auch nicht, wenn du von die aus schaust. Es ist immer noch GC. Ja, aber eben. man hat wieder mal einen Sieg. Voll. Ja, voll. Man hat den Sieg geholt. Das ist jetzt der 5. Sieg unter dem Scheiblehner. Ist auch noch ein bisschen dürftig. Aber ich muss sagen... Nur? Das ist schon insane. Also ist das nur Liga oder auch Cup? Also vielleicht weisst du es gerade nicht, Ja. aber... Nein, das müsste nur Liga sein. Das müsste nur Ja, Liga sein. okay. Ja, nein, das müsste schon sein. Aber crazy, wenn man das hört. Ja, auch ich glaube, der wild. ist auch... Eben, gell? Der macht mega viel Wett mit so seiner Art und seinem Fußball und seiner Präsenz, habe ich das Gefühl. Weil, wenn du das sonst hörst, ey, 5 Siege nur, dann ist auch schon das Zeit da. 9 Unentschieden ist geil. Und sie haben vor allem nur 5 Goal mehr als der FC Winterthur. Das ist schon noch krass. Eben, gell? Ich finde, das, was der Raffi noch sagt, ist noch passend. Das ist so völlig überbewertet, oder? Man redet doch gerade so, wie OpenAI so völlig überbewertet an der Börse ist. Ich glaube, der Scheibe ist der österreichische OpenAI, was das angeht, oder? Aber es ist wirklich so, er wird auch, weißt du, so im Blick haben sie so ein Rating gemacht und der Scheibe so easy weit oben, so Top-Trainer auch. Bei Forza haben sie schon gesagt, Scheibe top. Und ich finde ihn ja auch einen guten Trainer, oder? Ich habe ihn viel lieber als der Oral und Schellibaum und Berner. Der Schali. wisst ihr noch? Ja, nein. Wow. Wow. Ja. Ja, eben. Und ich muss auch sagen, das Feeling, irgendwie, das er verbreitet und eben, man hat irgendwie eine gewisse Struktur, eine Idee, ich glaube, das hilft einfach extrem. Und Da kann sich jeder eine Scheibe abschneiden da draussen. Das zeigt wieder, wie gut man sich verkaufen kann. Doch, egal was für einen Job macht, oder da, bei 5 Siegen nur. Aber trotzdem dann gegen aussen irgendwie so den Eindruck machen, als wenn wir einfach top. ja, du musst dich richtig Der nächste Basel-Trainer dann. Ja, genau, der nächste Basel-Trainer. Oh mein Gott, das hat ja gar keine Lust. Und, die sollen noch ein bisschen den Lichte behalten. Genau, aber wir schauen doch als erstes auch gerade noch auf die Startaufstellung. Relativ classic, ausser dass der Abels zurückgekommen ist. In die Startaufstellung. Man hat doch, also was man am Scheibe ja oft kritisiert hat, diese Kritik hat er sicher gehabt, dass er so ein bisschen stur ist, was seine Aufstellung angeht, was sein System angeht, oder? Und da kann man vielleicht schon auch sagen, eben ein Top-Trainer, der kann sich auch ein bisschen anpassen, auf den Gegner, das System anpassen. Und das war halt beim Scheibe schon so ein bisschen so gewesen. Der spielt immer genau gleich. Und das ist sicher eine grosse Kritik, die er zumindest die GC-Kreis schon bekommen hat. Und siehe da, jetzt gegen Lugano bringt er mit dem Abels einen weiteren Verteidiger rein. Und ja, das hat eigentlich von Anfang an schon gut ausgesehen. Also, es hat von Anfang, vielleicht war das auch genau das, was Lugano überrascht hat. Und er dachte, ja, oder der Schocki Torti hat sich wahrscheinlich gedacht, Scheibe, wissen wir ganz genau, wie der spielt, da müssen wir uns gar nicht gross vorbereiten. Und ich weiss nicht, ob sie überrascht worden sind. GC hat so stark angefangen. Ich finde, in der Zusammenfassung hat man das gar nicht so gut gesehen, weil GC noch 2, 3 wirklich gute Halbchancen sich rausgespielt hat, ganz am Anfang. Und ja, es ist dann auch nicht lang gegangen bis zum 1-0. Blanche, ja, irgendwie hat mich vieles ein bisschen an den Vinti-Match erinnert. Vinti ja auch so das Stürchel 1-0, Blanche auch reingestürchelt, den Ball. Und ja, hey, ich habe den Kollegen angeschaut und gesagt, das ist ja ein sehr guter Start und das gegen Lugano. Gerne weiter so. Ja, irgendwie alles richtig gemacht, wie du sagst. So ein bisschen richtig darauf eingestellt, dass man sagt, man spielt gegen Lugano und dann konzentriert man sich auf das, was man kann. Nämlich einfach irgendwie die Null heben und den Ball einfach irgendwie dann reinstürcheln, wenn es irgendwie geht. Das Gefühl, da hat er wie nicht irgendwie gedacht, man muss wunderschön oder man muss irgendwie dies und das noch machen, Spielaufbau, sondern einfach, ja, recht prägnanter Fußball. Ja, es war wirklich humorlos gewesen, kann man vielleicht sagen, was der Scheibe da geboten hat. Das ist ja so. Ich meine, nachher ist ja dann die rote Karte vom Diaby im Stadion oder in der Rostlaube ohne Feldstecher. Siehst du da nichts. Plötzlich ist es faul und rot und denkst so, fuck, was ist jetzt passiert? Jetzt kommt, der David ist ja immer im Stadion, du kennst es. Nachher denkst du, vielleicht kommt jetzt noch der VAR, vielleicht ist es doch keine rote und so. Und ich habe ja dann auch geschrieben, David, du hast direkt geschrieben, nein, clear rot. Und Ja, einfacher. Ja.
Ja, ich Siehst, Also, ich da find- siehst du es anders? Ja, voll. Nein, Siehst du, null. Tim? Oh, Nein, ist safe rote, ja, Oder, auf jeden oder? Fall. Gut. Also Du, die hat sich auch Bilderbuch abgezeichnet. wegen meinst, wegen abzeichnet. Ja, was der Diaby schon für Horror-Tacklings gezogen hat und Easy. immer davon weggekommen ist. Holy Easy. shit. Einmal, ich weiss nicht, welcher Match das war, oh mein Gott, das ist die krasseste Grätsche, die ich glaub, je gesehen habe. Da kommt er so wirklich etwa 3 Meter weit so mit gestrecktem Bein back und rein, aber holt genau noch den Ball. Aber beim Diaby hast du eigentlich gewusst, irgendwann geht das nicht mehr auf. Ja. Aber eben, ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Cleare rote Karten. Ja, ich glaube schon. Ja, Also, mal. wenn man sie jetzt nicht gegeben hätte in dem Sinn, oder eine Gali, weil ich glaube, schon ein paar Leute mitgelaufen wären, wäre jetzt glaube nicht gerade jetzt mega so die Forderung, dass er direkt muss weg, also mit der Rote. Aber wenn es jetzt also er hat wirklich keine Sekunde lang gezögert. Ich habe das Gefühl, dann ist es wie so easy auch, dass der sich halt fliegt für das, Ja. dass er eine klare Torchance da verhindert vom Steffen. Ja, und zu dem Zeitpunkt muss ich auch sagen, das hat mich richtig angeschissen. Oder? Du kommst in so einen Hype rein von den ersten gut 15, 20 Minuten, GC spielt gut, geht in Führung, denkst du, holy shit, heute liegt etwas drin. Dann kommt die Rote und ich habe gedacht, oh mein Gott, wieso bin ich eigentlich GC-Fan? Das ist so der David-Gedanke auch von Vinti, so, ja, jetzt, also was wollen wir jetzt gegen Lugano zu 10, da irgendwie 70 Minuten? War, oder? Ja. Ja, Es ist ja. Das wär's. voll. Ja, Ja, das ist wär's. Und dann hat ja der Scheibe noch den Aspi Jensen rausgenommen Das check ich. für den Das check ich Hassane. ja nicht, ja. Und wir sind alle so, nein, Alter, aber Scheibe. Ja. Und da hätten wir den verloren, hätte wirklich auf dem Hast du schon geschrieben? Kritik, Ja, ja. kritisieren. Und nachher so, ja, warten wir mal ab. Aber ja. Ja, Es braucht genau. aber auch richtig Eier als Trainer, dass du das machst. Bro, Also er das hat ist gerade der Abstand- Masterclass geliefert, ja. Ja, also der Abstand der Beste auf dem Platz rausnehmen und eigentlich klares Zeichen oder mit dem Hassane so, ja, jetzt ist fertig Stürmen da, fertig Kreativfußball. Ich habe wie, also der einzige Gedanke, wo ich das kann irgendwie rechtfertigen, ist, wie wenn man sagt, ich will jetzt nur noch Leute auf dem Feld, die eben humorlosen Fußball spielen, die gar keine Kreativität probieren, die nicht irgendwie Ideen probieren, kreativ. Nein. Jetzt wird einfach der Ball rigoros einfach weggeschootet oder einfach so einfach wie möglich behandelt in dem Sinn. Und nicht irgendwie, wie das wunderbar natürlich der Aspienzen immer macht, weißt. Das passiert jetzt nicht mehr. Und sich fast schon davon schützen, indem er ihn wirklich komplett einfach wegnimmt und nicht irgendwie daran glaubt, dass er das jetzt kann, in dem Sinn humorlosen Fußball spielen. Ja, darum habe ich auch gesagt, eben humorlos finde ich extrem treffend in dieser Situation. Weil das war ja ein Zeichen, das habe ich einem Kollegen gesagt, okay, von GC sehen wir heute nichts mehr. Oder? Entweder man gewinnt jetzt 1-0, vielleicht kassiert man noch 1, dann wird es 1-1 oder man verliert, aber von GC sehen wir sicher kein Goal mehr heute. Oder? Und ja, es ist der perfekte Schachzug gewesen. Ich meine, der Hassane hat abgeräumt wie die Sau. Der hat zwei, Das ist der das hat beste, jeden beste Zweikampf Spieler gewonnen. von GC, habe ich gefunden. Also er ist ja Ich eingewechselt auch, worden, aber ist der Beste gewesen. Von den Feldspielern sicher. Hammel hat natürlich auch ein paar Mal sehr gut gerettet, aber von den Feldspielern finde ich auch perfekter Wechsel, ja. Perfekter Wechsel, weißt du auch. Ich finde Raffi noch einen guten Punkt, so ein bisschen vielleicht den Jensen fast ein bisschen schützen, so, ey, du musst jetzt nicht mehr, wir müssen jetzt nicht mehr Fußball spielen, oder? Wir tun jetzt wirklich den Beton mischen, hineinstehen, Bus parkieren, alles wüsten, oder? Für das braucht man einen Jensen, ja, fairerweise ja auch nicht, oder? Ja, fair. Hey, Er ja. brauchst gegen Führer Kreativität, geile Flanken, geile Schüsse, aber das ist nicht das Spiel. Also, eben, der Jensen war auf der Bank hure hässig gewesen. Macht ja Sinn als Fußballer, freust dich mega zum Fußballspielen, immer. Ist ja wie klar. Und wenn dann dein Teammate noch rot holt und du raus musst, das gurkt, ist ja wie klar. Ich glaube, das wäre jeder Fußballer. Und gleichzeitig jetzt so im Nachhinein taktisch vom Scheibe wirklich Hut ab. Also crazy. Ja. Ja. Also zum einen Vergleich anbieten irgendwie auch so, es ist wie wenn so Basel wird einfach den Shaqiri rausnehmen in der 30. nachdem sie eine Rote kassiert hätten. Ich Gut, meine, der Shaq dann ist shit. Dann stelle ich mir halt trotzdem so den Shaqiri vor, wenn er auch dann ausrastet auf der Bank und sagt so, hey, also ich bin das Team, oder? Also wenn es um Kreativität Ibi geht oder Bosel. gegen vorne. Ja. Genau, ich bin Bosel. Und der Jens hat sich auch gedacht, ich bin Zürich da und jetzt hocke ich da auf der Bank. Ja, verstehe ich völlig, ja. Aber alles richtig gemacht, jetzt im Fix. Nachhinein. Muss Hässig, ja. Hässig muss er sein auf der Diaby, nicht auf der Scheibe, oder? Das finde ich eben auch ein wichtiger Punkt. Voll.
Voll, absolut. Ja, und also vielleicht, ich lade dich einmal, aber zu Lugano würde ich dann schon noch gerne 1-2 Wörtchen verlieren, weil die haben ja wirklich einen richtigen Streak gehabt, defensiv, unentschieden um Sieg, ich glaube 12 oder so. Und dann geht sie, der Angstgegner, nein, hure krass. Also. Schon klein. Also Lugano ist immer relativ schlecht gegen GC. Oder schlecht, sie holen eigentlich fast nie einen Sieg, ja. Ich meine, letztes Mal war ziemlich sicher ein 1-1 in Lugano. Und das war auch so ein Match, wo ich überrascht war. So, hey, GC irgendwie voll gut mitgemacht. Aber natürlich auch Lugano, ja, muss man auch sagen, ist auch wirklich nicht gut gewesen. Nein, sehr ganz gurkig. Klar. Ja. Wirklich sehr gurkig. Ja, aber am Schluss finde ich, hat man auch da, das, was man auch viel kritisiert hat, haben wir auch im Podcast besprochen vor einem Jahr. Ist sicher schon ein Zeitchen her, aber wo wir auch die Kondition kritisiert haben, wo GC wie nicht mehr mögen hat. Sie haben auch so oft, ähnlich wie Vinti jetzt, am Schluss noch Goal bekommen, weil man einfach das Gefühl hat, sie mögen nicht mehr. Und der Michi Frey hat ja auch nachher im Interview noch gesagt, also, er sei eigentlich noch nie bei einem Verein gewesen, wo so hart trainiert wird, was Kondition, was Krafttraining angeht. Da geben alle Vollgas. Und ja, es ist so ein bisschen, das hat sich schon zum Positiven verändert. Man gurkt immer noch dort unten rum, man ist wieder auf dem Barrageplatz. Aber so ich glaube, wenn man ihnen zuschaut, glaube ich das mega gerne. Aber welcher Fußballer sagt nicht über seinen Verein, wo er gerade spielt, dass da am härtesten trainiert wird? Und so erst 3 Jahre später sagt er dann, ja, das war richtig schlecht gewesen. Nein. Ja, genau, 3 Jahre später so, ja, dort, ja, zum Glück ist dann der Trainer gekickt worden, der hat das gar nicht trainieren lassen, wir sind nur am Hängen gewesen. So. Genau. Ja, gut, wenn jetzt der Interviewer gefragt hat, du, wie hart trainiert er eigentlich? Okay, aber er hat es ja von sich selber gesagt. Also, weißt, es war ja mehr so die Frage, du, cooler Sieg, oder? Und dann hat er gesagt, ja, wir trainieren das hart so ein bisschen. Aber ich weiss, was du meinst. Fair. Ja, und was wirklich Fakt ist, dass die Startelf die Hälfte etwa neu ist oder neuer, oder? Also ich meine, vor allem Defensive mit dem Mikulic, Diaby, Ngom, Köhler, Alter, das sind Namen, die sind noch nicht lange da. Auch mit einem Freien, Jensen, das ist recht neu, auch zusammengeküchelt, aber also zusammengestückelt, eben nicht geküchelt. Und dann siehst du, okay, der Club hat Geld in die Hand genommen und Leute geholt und sie schaffen es ja, wie man sieht, wirklich gut. Sind, glaube ich, noch etwa 5 Punkte oder so hinter dem 10. Platz. Also auch nicht mehr die Welt, muss ich sagen, oder? Und ja, von dem her finde ich, GC darf man wirklich immer wieder sagen, für den Moment alles richtig gemacht, ja. Ja, voll. Also absolut bin ich voll bei dir. Ich habe ein viel besseres Gefühl mit dem Team und alles. Das ist ganz klar so. Aber eben, man vergisst auch schnell, vor einer Woche hat man ein riesen Kack-Derby gespielt gegen den FCZ, wo von allen geohrfeigt wird in der Liga. Da noch ein Klatschen von IB, da wird noch einer draufgehauen. Und dann gegen GC sehen sie aus wie ein normales Team. Plötzlich, das frage ich mich dann irgendwie auch. Aber wenn man die Konstanz findet, wie man in St. Gallen gespielt hat, wie man jetzt gegen Lugano gespielt hat, wenn man das durchziehen kann, dann kann es natürlich ganz, ganz anders aussehen. Absolut. Also ich hätte dazu eine Erklärung. Ich habe wie das Gefühl, wenn GC so die Aufgabe gestellt bekommt, die Situation wie jetzt, oder? Das 10. Man nimmt den Jensen raus, man weiss genau, eben, humorloser Fußball und so, dann klappt das meistens gut. Man hat das Unentschieden oder sogar vielleicht mal einen Sieg, weißt, so überraschend wie jetzt da am Wochenende. Aber wenn es darum geht, so, hey, jetzt musst du mal ein bisschen Spielidee machen, musst du mal ein bisschen etwas machen und es ist nicht gerade ein Cup-Fight gegen Sion, wo man noch ein bisschen Emotionen so für sich kann reden lassen und so. Das Gefühl, da scheitert noch und das zeigt wahrscheinlich auch, warum die Punktausbeute oder Siegausbeute oder vom Scheibe auch ein bisschen, dort scheitert geht es halt noch ein bisschen. Aber das langt halt für was sie gerade machen sind, nämlich einen 10. Platz angreifen oder Abstiegskampf Super League, dann sieht das eigentlich gar nicht so schlecht aus. Aber also die Spielidee oder wie man dann wirklich, wenn man muss Fußball spielen, das ist jetzt nicht ihre Stärke, sage ich jetzt mal. Aber so eine Aufgabe, so jetzt fight dem Letzte, dann klappt das meistens ziemlich okay. Ja. Für das Niveau. Also die Mannschaft lebt auf jeden Fall ziemlich gut, weil sonst würdest dich, also weißt, du hättest dich ja leicht brechen lassen von dieser Situation und das haben sie wirklich überhaupt nicht. Und das finde ich fair. Ja. Genau, eins vielleicht noch zum Abschluss. David,
Gut hast du das vorher gesagt, dass du Zuschauerzahl getippt hast. Habe ich nämlich auch gegen den Kollegen. Und der verloren hat, musste Pizza holen für uns. Und ich habe nämlich getippt 4600 und es sind 4546 gewesen. Richtig knapp Auch dran. noch 50 daneben, geil. 4000. Genau. Wow, das ist Aber Nachher, sau das wenig. ist traurig. Das war so ein schöner Tag. Also bestes Fußballwetter, zum selber zu shooten oder eben schauen. Und nur Krass. 4000 Ja, hat sich stimmt. Das ist crazy. Und das ist ja noch doppelt so Ja, viel, weil einfach GC und Zürich immer lügt mit diesen Zuschauerzahlen. Ei. Also FCZ lügt vor allem. Das ist ausgewertet worden ja vom 12, glaube ich. Und FCZ lügt da schon viel krasser, muss man sagen. Aber ich finde, es gibt... weißt, wir haben ja letzte Woche auch gewitzelt, ja, hey, Minusrekord 2000 und so. Finde ich, gibt es auch Spiele, wo man mehr kann haten. Aber ja, es ist natürlich grusig. Absolut. Ja, gut. Aber man spielt immer gegen Lugano. Das zieht halt wirklich... Ist nicht so der Kassenschlager, sage ich jetzt einmal. Aber ist trotzdem schade. Gerade wenn man ins Wankdorf schaut, wo ich gefunden habe, also da ist wirklich eine riesige Stimmung. Kompliment an die Südkurve, da immer voll. Ich habe das Gefühl, eben so ganz Bern ist in dem Stadion und ist am Mitfiebern und so. Und eben, also die haben ja 27 gleichzeitig hat es gespielt. ja. 27'000. Genau. Easy Das ist- viel, ja. Aber ja, das stelle ich mir auch vor, wenn man sich andersrum das denkt, so Berner, jetzt kommt Zürich, ja komm, dann gehen wir eher mal. Und wahrscheinlich, wenn Lugano wird kommen, wäre es ähnlich so, ja, okay, vielleicht was läuft sonst noch, wenn wir noch spazieren bei den Aare oder so. Ja, genau. Aber ich glaube, der Wechsel über, ist das gut? Etwas Ja, will ja. ich. Ich habe gemeint, du hast gerade den Übergang gemacht. Also, Ja, schon immer. Ich will Ja, noch schnell nur, etwas. Ja. Finde ich noch lustig. Ich bin ein paar Seiten zurück. Also, es ist nicht übertrieben, aber ich habe geschaut, wenn es GC das letzte Mal in der Super League 2 Siege am Stück geholt hat. Also, für die, die nicht wissen, was das ist ein Sieg und dann nochmal ein Sieg. ich das- weiss es, glaube ich. Darf ich raten, das war sicher Ende letzte Saison. Ja. Luzern. Oh, nein, St. Gallen war dabei. Luzern ist richtig, ja. Ah, okay, scheiße. Luzern und ich sage jetzt einfach Yverdon. Ja, das stimmt. Du Yeah. hast deine Grünen. Ja. Ja, Genau, Das ist sehr geil, sehr geil. Ja, jetzt gibt es auf jeden Fall wieder eine Chance. Ich glaube, auch unter der Woche, gell? Ist englische Woche. Jetzt nochmal. Ja, Voll. genau. voll. Nur Geil, auswärts spannend. gegen Basel. Ja, eben, Aber voll gut, easy. Basel Ja, liegt ja easy. eigentlich Formschwach. Ja. Gut, ja, jetzt gerne zum FCZ. Ja, zum FCZ, wo noch heute noch Zürich News geboten hat. Also es ist nach dem Spiel passiert, aber der Carlos Bernecker ist jetzt Co-Trainer bei Zürich. Ein absoluter, wie soll ich sagen, Legende. Prime-Kandidat für den Podcast auch, weil der hat GC und Vinti-Vergangenheit. Geil. Also jetzt wirklich von all unseren Vereinen, also wirklich der Kanton Zürich da stolz zu vertreten. Der Stoß dazu von Ägypten, wo er auch Co-Trainer war bei Marcel Kolos im Al-Ali, wo ja sehr erfolgreich trainieren ist, der Kohler. Genau, also ich glaube, der sieht absolut anständig aus. Mal schauen, was der bringt. Ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte auch ein bisschen... Also der hat ein bisschen Trainererfahrung doch auch noch können sammeln. Vielleicht ist das auch schon der Ersatz für den Tennis, ich weiß es nicht, für den Sommer. Ich könnte es mir irgendwie auch vorstellen, dass man dann im Sommer dann kommentiert, oh, und der Hediger ist gekickt worden und der Bernecker ist jetzt Interim oder dann eben fix für, keine Ahnung, Ende von 2026 installiert irgendwann. Aber ja, das noch zum ein bisschen News-Update geben, bevor wir da dann ins Spiel hineingehen. Ich bin noch vor dem Match noch auf die Zürich-Webseite und ich kann das nur empfehlen. Die haben das super, David, hast mir das ja mal geschickt. So vor dem Match machen sie wie so ein bisschen so kompakt alle so Fakten und coole Stats noch dort rein. Und du da frech noch 1-2 vorlesen. Noch vor dem Match hat man noch lesen, dass IB mit 52 gegen Goal die zweitschlechteste Defensive hat von der Liga. Das habe ich irgendwie auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber nur noch Winter ist schlechter, oder? Crazy. Ja, das ist wirklich So krass. hätte man wie noch ein bisschen hoffen und denken, ja, vielleicht bleibt da noch etwas drin, wenigstens ein Goal. Aber
Seit März 2022 hat es da keinen Sieg gegeben im Wankdorf von Zürich, was ich auch crazy finde. Also, man vergisst halt jetzt schnell mit dieser Saison, IB spielt, dass IB halt trotzdem irgendwann mal ein bisschen eine Macht war in dieser Schweizer Fußballwelt. Darum wäre das jetzt vor ein paar Monaten nicht so überraschend gewesen, aber finde ich trotzdem heftig. Also jetzt doch fast schon 4 Jahre her, seitdem Zürich auswärts gewinnen konnte. Also so viel hat man sich jetzt nicht erhoffen können. Man hat ja auch schon gegen IB verloren, recht deutlich die Saison. 2-mal schon. Und darum steigt man ein. Man schaut auf die Aufstellung. Die stellt sich mittlerweile fast ein bisschen von selber auf. Es hat einen interessanten Wechsel gegeben, wie ich finde. Nämlich, dass der Reverson nicht zusammen mit dem Kenny so irgendeine Spitze gebildet hat, sondern der Cavaleiro, der neu von Anfang an mal hat angehen, hat zusammen mit dem Di Giusto einfach ein bisschen so den Angriff in dem Sinne gemacht. Der Rest eben ist eigentlich relativ klar. Momentan, was da einfach rum ist, spielt. Und nach ein paar Minuten ist eigentlich in dem Spiel schon klar, wie es abgeht. Also Zürich macht lange Bälle und ein bisschen wieder Göpp-Vibes, wie ich mir da notiert habe, probiert da gegen das die riesen Macht IB, oder? Wo unschlagbar ist. Irgendwie zu bestehen. Und IB schüttelt da richtig einfach locker vom Hocker. Allem voran der Sanchez. Einfach wirklich ich habe mir auch aufgeschrieben, so Quality am Ball. Also wirklich, was dort an Angriff gesehen hast, schon in den frühen Minuten, hat richtig Niveau und Qualität gehabt. Das hat richtig geil ausgesehen. Also fast schon, als hätte es so ein bisschen Glück in dem Sinn. Jeder Ball ist irgendwie noch, es hat nicht irgendwie mega cool ausgesehen oder so, aber jeder Ball ist trotzdem irgendwie angekommen oder wenn er versprungen ist, dann trotzdem zu einem Berner gefunden und so. Und eigentlich von Anfang an ein bisschen so, nicht so ein gutes Gefühl gehabt. Der Huber ist recht gefordert gewesen schon, aber ist hure stark. Ist aber hure stark aber auch gewesen. Also schon die ersten paar Minuten so mega viele Saves und auszeichnen können. Es ist irgendwie noch cool, oder? Zu einem, muss man sagen. Aber es ist einfach schon klar gewesen, so nach ein paar Minuten, da ist nichts zu holen, nichts. Fast schon chancenlos ein bisschen, ja. Ohne den Huber wäre ja der Match gefühlt nach 15 Minuten schon fertig gewesen. Nein. Also das ist ja wirklich krass gewesen, was er gehabt hat, ja. Ja, richtig schön. Ja. Ja, und dann kommt die rote Karte vom Camberi. Also Notbremse, es braucht es auch, es steht einfach 1-0, das kann man machen. Eben, wenn es ein Cup-Fight wäre, würde man sagen, alles richtig gemacht. Aber es ist einfach ein Ligamatch und bist auch noch so geschwächt. Und ab dort, ich weiß auch nicht, das Spiel ist gelaufen bei mir auf dem Fernsehen. So aufmerksam bin ich dann nicht mehr so am Schauen gewesen, wenn ich ehrlich bin. Hast du auf Mute gestellt? Bist du so weit Nein, gegangen? Das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Nein, da musst du natürlich schon hören. Und das schreit einer auf und es gibt einen Pfostenschuss dann, 36. Minute. Und irgendwann ist dann Halbzeit und ich schaue auf die Tafel und denke mir 0-0. Also das glaube ich irgendwie gar nicht, aber gut, mal schauen. Und gerade in dieser Halbzeit dann noch Wechsel, die ich absolut nicht verstanden habe. Also ab dann bin ich wie nochmal bestätigt worden mit meinem Gefühl, dass da alles vorbei ist, weil ich das Gefühl hatte, Zürich hat dann auch ein bisschen aufgegeben, weil sie haben dann den Walker für sein Debüt eingewechselt und den Ihendu. Also ein zweiklassiger Innenverteidiger und jemand, der noch nie Super League in dem Sinne gespielt hat. Super. Hättest du meinen, wir sind schon 3-0 hin, oder? Aber das kommt ja noch. Ja. Gut, dann geht das mal los. Und wir heben irgendwie trotzdem dagegen, Schuss nach Schuss nach Schuss. Schlussendlich sind es 36 Schüsse, die dann abgeben Match. Ja, ich habe es auch geschrieben. Holy Massa. Ist das der SC Bern, der da gespielt hat? Hockey oder was? Also, nein. Geil finde ich übrigens auch, auf Sofascore hat sich so ein Momentum, so eine Grafik, wo so pro Minute gegen auf oder gegen runter, also entweder für IB auf oder FCZ runter. Der FCZ hat 3 Striche und der Rest die so... mickrigsten Strich, die du dir vorstellen für IB, ja, holy Massa. Sonst ist da alles grün nach oben, ja, voll. Einfach Momentum absolut bei IB gewesen, einfach die ganze Match durch. Ja, und dann kommen langsam mal die Goals. Es ist Sonntag, also das Sonntagsschüssel vom Lauper dann erstmal absolut überfällig.
dann eigentlich gerade nochmal eins, das wird aberkannt. Der Bedia dürfte dann aber das 2-0 schiessen. Eben, dort ist auch mal der Huber geschlagen, nachdem er irgendwie... Es sieht dann recht schrecklich aus, wenn er dann irgendwie ganz allein gelassen wird und niemand mehr rum ist, nur er, der einisch kann noch abwehren, aber dann natürlich geschlagen ist, wenn er am Boden liegt, wenn er nach vorne abprallen lassen hat. Und dann gibt es noch den Penalty, wo ja, muss kein Penalty sein, aber es kommt nicht mehr drauf an. 3-0. Fertig. Und das war es. Also, weißt du, wenn man irgendwie der FC Wollishofen wäre, der da gegen IB spielen und man verliert 3-0 im Cup, dann sagt man, hey, cool Match gewesen. Ja, die Stimmung war rum. Das war es wirklich gewesen, den Wankdorf habe ich gefunden. Aber wir sind halt Zürich und man verliert 3-0 und man muss einfach mit den Schultern zucken und so. Ja, das ist halt so. Ja, die ganze... Ja. Eben, ich finde, Gap-Vibe trifft es unglaublich gut, weil eben, du siehst die Momentum-Grafik, du siehst die Schussstatistik, du siehst das Kader, was der FCZ reinbringt, was IB reinbringt. Es ist so ein krasser Klassenunterschied, den ich eigentlich fast selten so im Kopf habe in der Super League. Mhm. Mal der Raffi erzählt da. Ich finde, das Spiel hat jetzt schon so nach Raffi tönt auch so richtig schlecht. Also so keine Chance schlecht in dem Sinn. So, auch wenn, ja, voll. Einfach so ein enttäuschter Raffi über sein FC Zürich. Ja. Und man muss natürlich schon sagen, also, IB ist nicht die Übermacht, was sie mal war. Also die Liga ist schon komisch und jetzt der 6. IB, wir dürfen jetzt nicht zu viel reindenken, so von wegen so, ja, dass man nicht mal dass der uns schon 3-0 schlägt, oder? In dem Sinn. Aber trotzdem, man ist jetzt nochmal, es ist März, man ist angekommen im absoluten Niemandsland wieder. Wie letzte Saison. Ich habe das Gefühl, das sind wir schon mal vor einem Jahr. Genau beim gleichen Ort. Ja. Gegen Ufe geht nichts, gegen Abe geht nichts. Also 6 platzierte IB 8 Punkte weg, 11 platzierte GC für so einen Barrageplatz, wo man sich vielleicht noch abfangen kann, 7 Punkte weg. Mhm. Also es geht schon noch, man hat noch ein paar Matches, aber ich habe wie das Gefühl, man wird wahrscheinlich irgendwo dort dazwischen abschliessen. Und da fragt man sich halt trotzdem, wieso schalte ich jede Woche ein? Ja, also ja gut, was soll ich sagen? Ich gehe jedes Spiel ins Stadion und kurz... Nein, aber ich verstehe dich, das will ich damit meinen. Nicht, dass du das nicht fühlen darfst, sondern... Aber was ich schon noch krass finde, ist, dass eigentlich so der Team als GC-Fan wie 11 platziert, aber eigentlich ein zufriedeneres Gefühl wie FCZ, wo so 8. Platz, eben wie letztes Jahr, Alter. Du sagst es, wie letztes Jahr. Es ist so weder mega schlecht, noch irgendwie gut. Ja, es ist einfach so, wir sind da. Ja, wir fühlen da Tape nach Tape, Podcast-Folge mit News und Sachen, die gegangen sind, aber eigentlich ist absolut gar nicht gegangen. Wir sind einfach dort unten rein. Man kann irgendwie, weißt, ich wünschte fast mal wieder in den Abstiegskampf, da könnte wenigstens noch, würde ich noch irgendetwas spüren. Nein, eigentlich nicht. Nein. Aber, oder irgendwie um den Strichkampf oder so. Ich wünschte, es gibt gewisse Emotionen mit dem Team, aber ich freue mich natürlich mega, wenn die gewinnen und wenn es Goal schießt und eben ins Letzte gehen und dann jubeln und so, aber irgendwie bringt es dann schlussendlich trotzdem nichts. Du bist einfach so ein paar Spieltage später so einfach bei einem 3-0 und schaust so halb mit, es schießt dich einfach nur noch an und kann ich jetzt mal abstellen, ja gut, ciao zusammen. Ja. Nein, also jetzt ist März, bis im Mai wird absolut nichts laufen. Das ist meine Prediction. Ein paar U21-Debüts, abwarten bis im Sommer, bis man dann die halbe Mannschaft wieder austauscht. Und weiter geht's. Ja. Und im nächsten März hocke ich auch wieder da und erzähle irgendwie vom 9. Platz oder so. Ein paar U21-Debüts finde ich ganz geil. Geil. Etwa so. Und das ist es wieder gewesen. Ja, ich glaube, sonst ist da wirklich nicht viel zu sagen zu dem Zürich für das Wochenende. Hoffentlich dann nächste Woche ein bisschen mehr. Das sind mit englischen Wochen und, sage ich jetzt mal, machbare Gegner. Lausanne, Servette finde ich auch nicht schlecht, dort mal zu schauen. Die sind hinter uns mal. Mal schauen, was wir gegen die ausrichten können. Voll. Aber erwartet tue ich jetzt mal nichts. Es ist schon noch spannend. Ich bin jetzt gerade mal auch ein bisschen zurückgegangen und geschaut, die FCZ, wie ist das eigentlich mit diesen 2 Siegen hintereinander? Und der FCZ hat das bis im Sommer 24, dort ändert es ein bisschen. Es hat es ein paar Mal gegeben, aber immer ist FCW oder GC ein Verlierer. Und sonst haben sie es nie geschafft. Das bis im 24.
Weißt, wir können natürlich jetzt das Ding machen, so Kantonsderby und da ist einfach, weißt, ein bisschen Derby-Stimmung noch dabei, aber das stimmt nicht. Das sind einfach die zwei schlechtesten Mannschaften halt momentan in dieser Super League. Das ist es, warum Zürich gegen die irgendwie kann noch einen Sieg dann noch einfahren. Voll. Genau. Cool. Also ist Aber eigentlich ich glaub, wir schauen niemand so richtig zufrieden. Sehe ich das richtig? Oder? Ja gut, da müsste Also, schon noch mehr was meinst du? passieren. Also mit dem Wochenende bin ich natürlich absolut zufrieden. Das Ja. natürlich schon, aber eben, wir reden ja so oft eben die 2 Siege. Ja, das wäre jetzt komisch, jetzt da irgendwie Euphorie zu verfallen. Klar, es ist auch, aber ich habe das Gefühl, es hat sich jetzt nicht geändert, dass Vinti ziemlich sicher wieder absteigen. Ich glaube, das ist auch vor dem Wochenende schon recht clear gewesen. Und ja, klar, GC hat jetzt ein bisschen Luft gegen rauf. Man ist nicht mehr so ganz krass in der Abstiegsangst, eben, dass Vinti noch mal kommen können. Das kann natürlich auch noch mal Energie freisetzen. Aber ja, eben, da bleiben wir jetzt mal schauen, wie es dann nächsten Montag aussieht. Ganz einfach Ja, es nach sind diesen 2 2 Spiele. Spielen. Ja, Genau. Ja. voll. Ich muss Genau. auch gerade sagen, die 2 Spiele von Zürich machen es, glaube ich, für mich schon auch recht aus, weil das sind jetzt wirklich 2 Mannschaften, also es sind nicht Konkurrenten da, um 8. bis 10. einfach ein bisschen zum Mischen, wo man ein bisschen abschliesst oder wie man die Saison dann kann einordnen kann. Ja, mal schauen. Aber wir steigen, glaube ich, mit Vinti, oder? Voll. Das bereits schon morgen. Ja, ich muss morgen Nehmen wir wieder da ins am Montag Stadion, auf, also am Alter. Dienstagabend, ja. Ich mag doch auch nicht mehr, Alter. Am 8:30 fängt das Spiel an. Bro, ich muss am 9 Uhr pfusen. Ich weiss nicht, wie ich das wieder... bin ich nachher wieder um 12 Uhr im Bett und am Mittwoch müde. Für das, dass Vinti wahrscheinlich wieder fucking nichts holt. Es ist einfach zum Ja. Riesen. Ja, keine Ahnung. Weiss doch auch nicht. Oder doch ein Heimsieg, das mal 2-1 gegen Winterthur. Winter gewinnt 2-1 gegen Servet. Yeah. Ist das der Tipp? Ja, auch für den Tim, oder? Weil der Tim hat, ich meine, sind wir ehrlich, GC ist 5 Punkte vom 10. entfernt und definitiv besser unterwegs, würde ich jetzt sagen, wie Genf. Aber ja. Ja, jetzt bin ich eigentlich fast eher schon für Vinti. Ich weiss, was du meinst. Aber ja, da tippe ich auf das Classic, das 1-1. Mein Servet hat auch die letzten 5 nicht gewonnen. Und ja, 1-1. Ich glaube, mäßig spektakuläres, was wir hier sehen. Ich gehe auch auf ein Unentschieden, das 0-0. Das wäre keine Überraschung, aber dann für den David. Da will ich lieber 3 Punkte verlieren, wie der eine holen. Ja. Ja, Mann. Nein, easy. Ja. Zürich-Lausanne am Mittwoch. Yes, genau. Ich glaube, da liegt vielleicht so ein Pünktchen drin. So ein 1-1 sehe ich das schon. Aber mal schauen, ich lasse mich überraschen. Ja, Lausanne ist ja- Hacken wir auch wieder voll rein. Auch Riesenseich, Alter. Also, Ja, also formmäßig sind die wirklich, ich weiss, da wo wir irgendwie darüber geredet haben, so ganz am Anfang der Saison so, vielleicht könnten die noch Meister werden oder so irgendetwas. So ganz am Anfang. Ja, nicht? fair. Ist das nicht noch das gewesen? Doch, Ja. doch. Der Mani ist, doch. glaube ich, noch sogar noch dort. ich habe vor allem, Und Jungs, jetzt sind sie auch ein bisschen Tabellen. Niemandsland da unten. Tabellen, angekommen. die wir getippt haben, ich will gar nicht wissen, ich habe Nein. Thun dort wahrscheinlich auf dem 10 oder auf dem 11 oder so. Oh, Nein, ja, wir haben- stimmt. Also recht viele von uns sind Absteiger tun. gell? Ja, Mann. Ja. Hey, Das egal. kann ich Also glauben. geh auf dem 12. Okay, gut. Ja, ich sage auch nochmal 1-1. FCZ Ja. Lausanne. Easy Tipp. Da gehe ich auf ein Lausanne, das endlich ausbricht. 2-1. Fair. Ja, Basel GC ist am Donnerstag. Aber finde ich gerade hure schwierig irgendwie. Eigentlich möchte ich positiv bleiben, aber irgendwie sehe ich auch so ein 1-0 für Basel. So eigentlich so, GC macht es wieder defensiv eigentlich recht gut, aber es langt dann doch nicht. Darum leider 1-0. Was meint ihr? Ich gehe auf ein 1-1. Basel GC 1-1 und ich muss korrigieren, Lausanne holt es überhaupt nicht. Zürich-Lausanne auch 1-1. Alle 1 wäre dann gut. Ich gehe auf 3-1 Basel. Ich sehe es irgendwie, dass sie besser so unter der Woche können spielen als GC. Und für GC, wo auch viel zu hart trainiert haben, dass irgendwie ja, ein bisschen Überforderung gerade ist, so schnell wieder Alle spielen, sagen wir es erschöpft, so. Das ja, ist meine Theorie. 3-1 Basel, ja. Das ist so. Easy. Ja, und Wochenende haben wir am 6. spielt dann am Samstag Sio Vinti und Servet Zürich, beide gleichzeitig. Mhm. Ja, Sio Ja, Vinti ja. auch gerade der nächste Sieg gegen Servet hat es schon gelangt, gegen Sio auswärts gerade auch 2-1. Für Vinti. Ja, natürlich. Oh, jetzt setzt aber viele Punkte aufs Spiel da. Ja, scheiß drauf.
Nein, 2-0 Sion. Ja, Ich logisch. glaube auch eher bei so einem 2-0 Ja, safe, voll. safe. Servet Leider, Zürich. Ja, ich glaube, dort ist irgendwie nichts zu holen. Ich glaube, dort kommt einfach Dr. Zürich dann auf Genf und dann verlieren sie so 2-1, ja. 2-1 Genf, würde ich jetzt sagen. Ja, gehen wir auf 3-1. 2-0. Ich bin mega gespannt. Ey, ich sage euch, am Schluss gewinnt Zürich die beiden Matches und ich muss wieder da hocken und muss mich bei allen entschuldigen, Fair, dass ich so ja. pessimistisch bin und da so angeschissen. Ja, aber Lausanne, spannend. Lausanne empfängt, also GC empfängt Lausanne am Wochenende, am Sonntag, oder? Um 4:30, ja. Tim? Minusrekord ready. Ja, Punkte? da bleiben wir positiv. Ja, das gibt es 3-1 für GC. Tatsächlich. Easy. Ja. Ich war bei einem 3-2 gewesen. Spannend. Ja, 3-2. Auch für GC? Ja. Okay, ich sage es 2-2. Ich sage auch mal ein bisschen energetisches Spiel, aber unentschieden dann schlussendlich. Easy. Schau mal, wie sich die Zeiten geändert haben. Wir gehen auf 3-2 gegen Lausanne. Ja, ich bin ready für am Team seine Pflicht. Nein, ein Unentschieden und eine Niederlage müsste es eigentlich sein für das Team, um es wieder ein bisschen regulieren, den Sieg. Ja, das Ja. wäre. Ja, du eben. Ja. Basel, ja, nein, komm. Du, wir werden es sehen, wir werden es besprechen. Ihr Voll. werdet hoffentlich zuhören. Voll. Ist noch spannend gewesen, übrigens, ja. noch ganz kurz. Ich bin am Schluss, ja, als ich geredet habe mit den Jungs dort am Wochenende, haben auch alle gesagt, Vinti hat das Podcast zuhören verkackt. Also vielen Leuten. Wir haben über das geredet und Wintertourer hören einfach nicht mehr so gerne Fußball-Podcast. Und ich kann es hure nachvollziehen. Ich check's voll. Ich selber ja auch. Ich höre keine Vorzeit mehr, keine dritte Halbzeit. Das ist einfach so, ja, was los? Ich gehe es ja schon schauen, das langt. Wow. Ja, das habe ich noch schnell wieder Ja, das loswerden. verstehe ich hart. Weil jetzt nach dem GC-Sieg freue ich Ja. mich nachher gerade im Podcast-Feed zu gehen, Dritte alle Halbzeit. durchhören. Ja. Hey, und Jungs, unbedingt. noch ganz kurz, es hat vorher so eine Meldung gegeben, ich weiß jetzt gar nicht, da sind wir gar nicht drauf ein. Ganepa präsentiert ersten FCZ-Geschäftsführer. Sind wir da drauf eingegangen? Okay. Ich glaube, wir haben einfach den Co-Trainer, oder? Auf jeden Fall Marc Ja, Äbli genau. heisst der. Der wird per Anfang April der erste Geschäftsführer vom FCZ. Und es ist eben eine neue Position, die da gegeben worden ist. Das ist jetzt gerade kurz bevor unserem Podcast, den wir aufgenommen haben, ist das rausgekommen. Genau. Und das ist einfach nur das, was ich gedroppt habe. Ich kenne überhaupt nicht mehr Infos, aber Nein, eben Ganepa war ja CEO jetzt ein bisschen, so Interim und so. Und dann in einem Monat wird das Ganze wieder auf den Kopf gestellt. Aber wer kennt das nicht? voll. Bei Noch Zürich. etwas. Marc Äbli verfügt über langjährige und ausgewiesene Erfahrung in den Bereichen finanzielle Steuerung, Organisationsentwicklung und Führung, IT und digitale Transformation sowie der kommerziellen Weiterentwicklung, bla bla bla. Das heisst, AAA-Talent, alle zum FCZ und rein. Nein, ja, mal schauen, also, ob sich da irgendetwas wird ändern. Voll. Aber dass wir es noch schnell reingenommen haben. Voll. Gut, ja. Schön. Gut, viel zu lange Episode für das, dass ich gar keine Lust hatte zum Reden, aber ist easy. Gut. Yes, wir hören Also. uns nächste Woche. Vielen Dank fürs Hören. Ja, Ciao zusammen. danke vielmals. Bye bye. Noch einmal ein Einwurf für Zürich. Keita. Stahl. Der Ball kommt zur Mitte. Tor! Julian Filipescu. Rekordmeister! Super League Rekordmeister! Für den Spack! Und jetzt ist die Schweizer Wiese geholt und jetzt am Ende in der Super League endlich Kanton Zürich ein echtes Fußballstadion. Ich meine, was will man noch mehr?